Endlich ist die Zeit gekommen, gegen Artie, den Arenaleiter aus Strato City, zu kämpfen, aber, Leute, ich bin so ein Trottel. Ich bin ein Trottel, sag ich euch. Ich bin einfach nur auf gut Schweizerdeutsch der reinste Double. Wieso? Ganz einfach. In der letzten Folge haben noch so gefehlt wegen dem Medaillenamt. Könnt ihr euch noch erinnern? Ach ja, das Medaillenamt. Wo ist das wohl? Wo ist das Medaillenamt? Genau. Da auch in der letzten Folge noch war, Mann. Da ist es doch. Man sieht's, Medaillenamt. Tja, wisst ihr, was ich den Fehler gemacht habe? Oder wo mein Fehler lag? Ich war so geflasht, dass hier der Namenswärter und die Masseurin ist, dass ich vergessen habe, da hochzugehen. Den Lift zu benutzen. Ich hab's vergessen. Gibt's ja wohl nicht, was? Soll ich das mal schauen? Kann ich noch? Yep, kann ich gut. Und zwar für Evoli, bitteschön. Ja, auf einen Entdecker, gleich mal los. Und bereits die zweite innerhalb von 2 Tagen. Das heißt, jetzt müsste ich 6 Punkte mehr haben auf der Happiness-Skala, sprich 70 plus 6, 76. Wobei ich weiß nicht genau, ob ich natürlich wegen der Anzahl Schritte, vielleicht habe ich da auch schon bereits ein bisschen mehr. Tatsache ist, Evoli hat einen Grundwert von 70 Happiness und ich brauche über 220, damit es sich nachher zu Psyana entwickelt. Sprich, ich habe noch ein bisschen was vor mir. Leider. So, aus hier, gut. Namenswerte, dazu komme ich gleich noch. Und so habe ich mir offscreen noch ein paar Namen überlegt. Und denke mal, vor allem die wo aktuell im Team sind, dürfte das ganz gut aufgehen mit Namen. Aber natürlich könnt ihr, wenn es euch nicht gefallen, eure Korrekturen anbringen. So, hier ist der Clown. Ja, Hauptsache Schnitzeljagd, abgehakt, du bist cool. Gut, noch später noch kurz in der Stadt vorbei. Und jetzt bei dir. Ich drücke dir die Daumen, während ich deinen Fortschritt bewerte. Aber als Mitarbeiter des Medaillenamts bin ich natürlich zu absoluter Objektivität verpflichtet. Woher kennt ihr mich überhaupt? Oh, der Hausmeister. Ich bin Hausmeister Krause, na, wie geht's? Tschüss, Mann. Ey, Alter, dürft ihr mal einen Blick in deine Medaillenbox werfen? Hä? Oh, bist du scheiße, du hast nur 15, du bist nur Neuling, ey, alter Schwede. Schnauze. Sonst gibt's nicht mehr? Das ist alles? Das ist ein Verarschen? Auch wieder zurück. Ja, wegen den Namen, Leute, habe ich mir, wie gesagt, der Offscreen noch ein bisschen was überlegt und ich habe für alle im Team aktuell, glaube ich, außer der Evoli, auch bereits einen Namen festgelegt. Also festgelegt, mal überlegt und so. Hilfe, Stimme schon wieder, Alter. Also muss ich schon sagen, mit der Erkältung und so, mit der Grippewelle ist schon mühsam. Der umherzieht. So. Trainer, ich bin Vivian. Die kennen wir doch noch, Leute, aus Schwarz und Weiß 1. Ich war schon Pokémon-Trainer. Ach nö. Absolut unerlässlich für meine Forschung ist die Spielsynchro. Dann könnt ihr mal ein System mit. Ja, gut. Mit der Spielsynchro können wir auf die Erinnerungen schlafender Pokémon zugreifen. So können wir Daten von Trainern aus aller Welt sammeln. Aber das ist noch nicht alles. Nee, echt nicht? Nein, Pokémon, die per Spielsynchro schlafen geschickt werden, träumen im Schlaf. Alter! Pokémon können träumen! Das ist die Entdeckung des Jahrhunderts, wenn es bloß jemanden interessieren würde. Und wenn du so ein Pokémon dann wächst, wird sein Traum in der Kontaktebene, die im Zentrum der einen Region liegt, Realität. Alter, wie sich freut, ey. Die Spielsynchro ist schon was Tolles, oder? Schickst du doch auch deine Daten? Meine Assistentin weiß über alle Einzelheiten Bescheid. Also wenn du Fragen hast, kannst du dich an sie wenden. Ja, wenn ich bloß Fragen hätte. Ich bin Vivians Assistentin. Ach du Scheiße. Möchtest du etwas über Traumforschung wissen? Ja gut, von mir aus. Spielsynchro. Ganz kurz mal. Infos zur Spielsynchro. Ein System, das es über die Nintendo Wi-Fi Connection erlaubt, die auf Erinnerungen schlafen geschickter Pokémon basierenden Daten von Trainern weltweit zu sammeln. Berühre auf dem C-Gear-Bildschirm WLAN und die Schaltfläche für die Spielsynchro erscheint. Wähle dann das Pokémon aus, welches du schlafen schicken möchtest und sende dem Nintendo Wi-Fi deine Daten, die ganze Pokémon, die du schlafen schicken kannst. Okay, das ist gerade ein bisschen durchgerasselt. Der PC ist down, scheiße. Haben sie sehr beansprucht, egal. Bist du ein Trainer? Da wendest du doch sicher ab und an den PC im Pokémon Center. Ich falte die Box und mein Name ist Rubina. Ah, von denen heißt es nämlich Rubinas Box oder PC, wie auch immer. Und das ist ein Adressbuch. Ja, geil, Mann. Wie das geht, ganz einfach. Trag den Freundescode deines Freundes und registriere mir das entweder manuell in das Adressbuch in deiner Basis-Items-Tasche ein oder registriere ihn über die Infrarotverbindung des C-Gears. Hast du Fragen? Tschüss. Ja. Hast du Fragen? Tschüss. Tschüss, habe ich eine Frage. Geht zurück. So, Leute, jetzt für unseren Namen. Und ich muss sagen, der war, ja, muss eigentlich sagen, mehrheitlich war es eigentlich relativ einfach, den Namen zu finden, außer bei einem, zwar beim Start, da habe ich mich ein bisschen schwer getan.
Spitznamen nehme ich zuerst mal Vulcano. Für den habe ich einen ganz coolen Namen. Was sagst du, besseren Namen? Na klar. Und zwar nenne ich ihn ab sofort. Moment, ich zeige es absichtlich noch nicht. Es kommt gleich, es soll eine Überraschung werden. Und zwar P-Y-R-O-N. Der Name lautet Pyron. Nun, dann soll dieses Pokémon Pyron heißen. Na, ist doch echt cool, Mann. Das ist Nummer 1, jetzt kommt Nummer 2. Und zwar kommt jetzt Elekid dran. Elekid, ja, man merkt, dass es von dir ist. Total einfallslos, Mann. Ja, was willst du jetzt machen? Ja, bei Elekid habe ich mich auch ein bisschen schwer getan, Leute. Ich dachte zuerst so an Turbo, wobei er ist nicht so besonders schnell jetzt. Also von wegen Turbo, was hat der mit dem Turbo groß an sich zu tun? Dachte ich mir, etwas, was mehr auf sein Element, sprich sein Typus betrifft, dann wäre wohl folgendes ein bisschen treffender, oder? Und zwar, okay, ist nicht rot, aber passt trotzdem. Flash. Elekid heißt von nun an Flash. Naja, ob der wirklich gut ist, müsst ihr entscheiden, Leute, müsst ihr entscheiden. Nächster Spitznamen gefällig, und zwar für Matrifol. Mal ganz ehrlich, Matrifol klingt so dämlich, ey. So. Jetzt zuerst einmal habe ich natürlich gedacht, Matrifol wäre weiblich, also dachte ich, ja, Flora wäre doch ein cooler Name, aber das geht leider nicht mehr, also würde schon gehen, aber ganz ehrlich, männliches, ja, sagen wir mal Mann irgendwie Flora zu taufen, naja. Und deshalb wäre es, ja, gehen wir ein bisschen zurück in die gute alte Oldschool-Time, wie auch immer, und nennen den guten einfach mal Beetle. Ja, die Beatles. Ist ja auch sowas einfallslos, aber klingt, glaube ich, noch gut, oder? Jetzt haben wir Beetle, wir haben Pyron, wir haben Flash. Lucario bekommt noch einen Namen. Und zwar nenne ich ihn... Ist eine Anspielung auf den Film, wo Lucario mitgespielt hat, beim ersten Film übrigens. Aber auch darauf halt, dass Lucario ein Meister der Aura ist. Und zwar nennen wir ihn Auron. Lucario heißt also jetzt Auron. Gut, haben wir Lucario auch. Kommt das nächste, und zwar unser Starter. Zwotronin. Und zwar Zwotronin nenne ich so, wie ich es ursprünglich mal auch angekündigt hatte. Und das wäre nämlich eine kleine Anspielung auf Big Bang Theory. Nicht Sheldon, nein, auch nicht Leonard und auch nicht die anderen beiden Truggles, sondern wir nennen ihn... Na, kommt's noch, es kommt jetzt! Shelby! Also Shell wegen Muschel und so, und na, B halt wegen, naja, ist auch egal. Ja, für Evoli fällt noch ein Name, aber da fällt uns sich noch etwas ein, falls später dann auf Siana zutrifft, oder einfach ihr schreibt mir in die Kommentare, Freunde, was ihr für einen Namen gut fändet bei Evoli. So, jetzt reißt aber auch, ab in die Arena, endgültig. Oh, Moment mal, bevor ich es vergesse. Keine Sorge, Freunde, wegen der Zeit. Wir packen das schon. Moment mal, ich hatte doch ein Fahrrad. Ihr packt... Ja, das war die falsche Taste. Mann! So, jetzt aber. Fahrrad. Hab ich da noch was gesehen? Pokémon-Info-Fähigkeiten? WTF. Oh, da geht's... Okay, geht gleich direkt. Moment, da wollte gar nicht zurück. So. Hier ist der Trottel. Wer will noch so eine Schnitzeljagd durch Strato City? Dieser muss noch aufsuchen. Ah, du hast bereits alle. Du bist Superman. Nimm diese Anerkennungen, Sonderbonbon. Ja, wäre vielleicht etwas für Evoli. Man kriegt die auch wieder Happiness-Punkte oder extra Happiness-Punkte, wobei normales Level ja auch, von dem her. Aber gehört ja auch zu den Vitaminen. So wieder schneller zurück. Ist aber auf zur Arena. Pyron ist schon ganz heiß, sein Feuer zu verspeien, zu verspucken. However. So, Alter, gib mir ein Tafelwasser. Ja, gib's schon her. Tafelwasser halten, ganz geil. In dieser Arena dreht sich im wahrsten Sinne des Wortes alles um Kokos. Ja, genau, wir müssen da hochgehen und sprich... Sag's doch gleich mal genau. Jetzt haben wir hier ein Kokon mit 2 Öffnungen. Wenn wir jetzt geradeaus gehen würden, können wir geradeaus weiter, sprich hoch. Also nordwärts halt. Wenn wir hier reingehen, gehen wir nach Westen weiter. Aber wir gehen erstmal nach Norden. Und eingesaugt, total unrealistisch, und ausgespuckt. Ja, und hier natürlich wieder das gleiche. Eingesogen, ausgespuckt. Da fragt man sich halt schon, wo ist hier bitte schon ein Schalter, der das regelt, ob jetzt hier ausspucken ist oder einsaugen. Wo ist der Schalter? Hallo, Typi.
Ja, Mann, ich bin im Pausenclown. Hehehe. Oh, Mann. Alles klar, der Pausenclown persönlich will es wissen. Und zwar Thelonius heißt der Kasperli. Stravikel setzt ein. Das ist gar kein Problem für uns. Gar kein Problem. Na, Halleluja. Level 20, der ist stärker als ich. Pywen, gib's ihm. Zeige, was du drauf hast. Ja, geht doch. Pywen ist der King im Ring. Was, nur so wenig EPs? Wollt ihr mich verarschen? Komm schon, die Viecher sind ein Level höher als Pywen. Wuff, wuff. Und da hat's ihm das Blättchen verbrannt. So viel dazu. Ja, Mann, scheiße. Ja, kannst aber laut sagen. Das war Nummer 1. Gleich kommt Nummer 2. Wo war denn der jetzt schon wieder? Oh, muss er da hoch, oder? Der für mich runter. War es nicht so? Glocke. Pfui Teufel. Darum kann ich gar nicht. Ja, so. Hoch mit dir. Und dann bereit zum nächsten Stockwerk. Und auch Arti wird problemlos in uns platt gemacht, Freunde. Keine Panik auf der Titanic. Oh, ist das hier nicht so einer? Wer war das schon wieder? Wer war das schon wieder? Ah, genau, es war so einer. Wer kommt aus dem Kokor gesprungen? Ich. Und das muss nun gegen mich kämpfen. Alter, ich habe Angst vor Clowns. Die großen Schuhe, die große Nase. Sieht einfach nur lächerlich aus. Haha. Vadribi setzt den Kampf ein. Soll er doch nur machen. Soll er doch. Los, Pywen. Du bist der Stärkste. Pywen. Irgendwie erinnert mich der Name an etwas. Pywen. Natürlich der Drache aus Mystic Knights. Alter, das war noch eine geile Sendung. Aber egal, zurück zum Thema von Pokémon. Pywen also. Na gut, ein Drache ist es zwar nicht wirklich, aber ist ja auch egal. Folicon. Die Weiterentwicklung von Stravikel. Hatten wir auch schon mal ganz kurz und das wird ganz kurz fertig gemacht. Okay. Bin ich ein Trottel? Das ist Käferpflanze. Hallo, vierfach Schaden durch Feuer. Da reicht doch auch eine Glut. Komm schon, die reicht doch auch. Was? Zu verarschen? Vierfacher Schaden, es reicht nicht. Alter, Pywen, du musst dich unbedingt entwickeln. Hey, das geht so nicht. Das geht doch nicht. Folicon ist platt. Und Pywen ist Level 20. Ah, Zeit auf Angriff, schön. Und massig EPs, dank Folicon. Vielen Dank auch. Tschüss, Mann. Wieso ist der eigentlich nicht eingesagt worden? Könnt ihr mir das mal erzählen? Wie konnte der sich hier drin verstecken? Okay. Es geht wieder runter. Ach du Scheiße. Der nächste Clown. Hallo. Hab dich entdeckt. Du glaubst, du kommst hier durch? Haha, von wegen. Ich versperre dir den Weg und damit hat es sich. Oh Mann. Oh Mann. Oh Clown. Kaspar Theseus. Was ist Thaddeus? Ach nee, Theseus. Kein Thaddeus, aber ist mir auch egal. Ein Stravikel. Als eins muss man echt mal sagen, Leute, die 5. Generation wegen der Pokémon und so. Na gut, vielleicht nicht so der Hammer, aber die Musik hier ist echt geil. Echt episch. Lytomid. Oh, Leute, hier müsst ihr aufpassen. Lytomid ist nämlich Käfergestein und das Vieh beherrscht eine ziemlich starke Gesteinattacke bereits auf niedrigem Level. Deshalb Auron. Wird Zeit für unser Lucario. Mal gucken, was der so drauf hat. Geiler Backsprite. Lytomid. Komm, Lucario, nimm die Kraftwelle. Entschuldigung, Auron natürlich. Ups. Hey, ich bin Stahl, also bitte. Mach mir nix. Mach mir doch gar nichts. Aber Lucario hat für einen Stahl-Pokémon echt wenig Verteidigungswert, muss man schon mal sagen. Ist leider so. Wieder Wechsel auf Pywen. Komm zurück, Auron. Auron, der Wächter. Aber zumindest irgendwie so hatte ich das noch in Erinnerung. Vadribi will auf die Pfote haben und auf die Schnauze auch noch. Das kann er doch haben, er möchte. Bäm. Scheiße. Du
bist. Scheiße. Kasper Theseus. Thaddeus hat verloren. Jetzt muss er weichen. Und tschüss. Jetzt schnell zu Arti. Sind wir bereits oben? Ne, noch nicht ganz, aber es fehlt nicht mehr viel. Oder? Geht's hier wieder hoch und hier geht's runter? Kann es echt sein? Gut. Hallo, wer bist denn du? Bald stehst du Arti gegenüber, vorher musst du nach mich platt machen. Ja, ist doch immer so. Immer zuerst gegen die Schwachen. Tiberius. Tiberius? Captain Kirk. James Tiberius Kirk. Kleiner Insider, glaube ich. Oh nein, Ludomit. Oh, Moment mal kurz meine Hand. Ah, das ist ja ein bisschen mühsam hier zu sitzen. So. Okay. Ankleck ist im Arsch. Jetzt hoffe ich, treffe ich blind die Tasten noch. Nö, nicht getroffen. Nicht getroffen. Hallo, wo sind die Tasten? Ah, hier. Gut, wieder getroffen. Jetzt, naja. Ich hoffe, es funktioniert. Alter! Pywin, du hast ein Problem. Jaul, jaul. Komm schon, Flammenrad, scheiße. Sieht ein bisschen doof aus, was? Pokémon. Ah, ich habe noch Flash in der Runde. Flashy Boy. Du hast ja noch deine Attacke mit Schockwelle. Die trifft ja immer, aber zuerst mal den Elektroball testen. Komm schon, Flash! Alter Schwede! Also die Attacke haut rein. Pywin Level 21. Geil. Feuerzahn. Nee, ist schwach. Also Feuerzahn wird zwar stärker als Flammenrad, Leute. Flammenrad hat 60 und Feuerzahn hat 65. Ziel schreckt eventuell zurück, verbrennt sich. Eventuell verbrennt, ja, aber es trifft mit 5% weniger. Wobei das ist so wenig im Prinzip. Soll das riskieren gegen Glut? Wobei 40 und dann... Ja, ist zwar speziell, aber... Kommt, lassen wir es. Vergessen wir Glut und bringen ihm Feuerzahn bei. Polycon, das ist perfekt für uns. Na, genau. Pywin. Pywin, du bist dran. Wuff. Alles klar, Pywin, zeig uns seine Stärke und setz den Feuerzahn ein. Hasta la vista, Baby. Oh, scheiße. 760, geil. Und damit ist auch Captain Kirk Geschichte. Und wohl eher Schnee von gestern, wenn ich mal so aus dem Fenster schaue. So, wo geht's hier entlang? Da geht's da lang, da geht's auch hoch, geht überall hoch. Geht's hier auch hoch? Was ist, da geht's hier runter? Okay, hier geht's runter. Moment mal, ist das ein Scherz, oder? Das wäre der Quatsch, genau. Eine kleine Rundflugparty, ist ja witzig. Ich lache mich tot. So Leute, 18 Minuten und wir sind jetzt schon bei Arti. Arti, der hier sein heimliches Hobby für malerisches Design und irgendwie... Alter, hast du da die ganzen Boden zugepinselt? Boah, ich laufe ja auf Farbe. Was ist denn das für ein Dreckspatz, hey? Arti? Sonst geht's noch gut, oder? Das war wirklich saubere Arbeit vorhin in der Kanalisation. Meine Käfer-Pokémon sind übrigens schon ganz wild darauf, gegen dich zu fighten. Also meine Käferlein sind echt die Besten. Was? Also meine Käfer sind echt die Besten. Hä? Das ist mein ganzer Stolz. Seltsame Satzstellung. Mein Ludomit hat so süße, coole Augen. Es ist doch wirklich zäh und stark. Der Trottelfred und seine Pokémon ist der bescheuert. Meine Nummer 1 ist aber das Matrifol. Besser geht's nicht. Der verrennt sich seine Pokémon. Ja, gut, mach endlich gut. Geht doch. Der dritte Arena-Kampf mittlerweile bereits. Michael gegen Arti. Möge der Fight der Fights beginnen. Hallo. Ich bin's, Arti. So Leute, und auch hier wieder mal gilt, wenn ihr euer Pokémon in diesem Kampf einsetzt, bekommt es extra viele Happiness-Punkte. Sprich, glaube ich, 3 bzw. 2 ab dem Basiswert von 100 und 1 nur, wenn es bereits über 200 hat. Wenn man nicht mehr ganz so sicher ist, auch egal. Matrifol, Polycon. Sorry. Feuerzahn, bitteschön. Und down ist es. Scheiße. 19, fast. Ludomit, ich behalte noch kurz drin. Wegen dem Level Up. Das mache ich dringend gegen Matrifol.
So, jetzt kann ich wechseln. Und zwar wechsle ich auf Flash. Ne, Moment mal. Auf Shelby. Auf unseren Starter. Shelby, du bist dran. Aua, Mann. Was jetzt? Was macht der? Achso, Überrest. Ich dachte schon, was macht denn der jetzt? Jetzt einfach die Kalkklinge. Dämliches Gestein-Pokémon. Und tschüss. Was? Achso, ist physisch. Ups, sorry. War mein Fehler. Gestein-Pokémon haben doch normalerweise hohe Verteidigungswerte. Ich bin aber auch so ein Trottel, hey. Was, der Knopf wurde gedrückt? Was für ein Knopf? Ein Knopf in deiner Hose, oder was soll der Scheiß? Lass mich doch in Ruhe mit deiner perversen Fantasie. Ja, seht ihr? Robustheit, scheiße. Die Attacke hasse ich. Ich hasse sie so. Hast du gehört, Arti? Ich hasse dich. Wenn's mit der Zockenklinge. Wieso ist das viel schneller als ich? Oh. So, und das war's mit ihm. Shelby hat den Plack gemacht. Naja, jetzt habe ich gerade viel bekommen, aber egal. Pyron Level 22. Hey, Mann. Eigentlich müsste ich Punkte ja Shelby geben. Weil er doch unser Starter ist, aber gut. Pyron. Wir brauchen dich. Mein Feuerhund. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Knurr, knurr. Okay, der finale Kampf. Matrifol, Level 24 gegen Pyron, Level 22. Silberblick. Wie soll ich das machen? Keine Ahnung. Den Kampf spannend gestaltet. Aua. Das war ein Schuss in den Ofen. Aua. Verteidigung sinkt. Zeig's ihm, Pyron. Nein, nicht schon wieder. Pyron, schlag zu. Feuerzahn. Das war's. Matrifol ist down. Und Level Up für Pyron. Wuff, wuff, Bodycheck. Ja, coole Attacke. Naja, wär's theoretisch mit mal Bodycheck. 90 Stärke. Brücke habe ich. Naja, stimmt ja. Feuerattacke braucht doch kein Schwein. Anwender bei ist mit Flammen reißt den zu. Ziel schreckt eventuell zurück und verbrennt sich. Okay, ich riskier's. Flammenrad weg und dafür den Bodycheck erlernt. Gut gemacht, Pyron. Ja, ist scheiße, ich hab verloren. Ja, gut abgekürzt. Mensch, du bist aber echt stark, hey. Gegen einen Trainer wie dich ist es keine Schande zu verlieren. Alle Achtung. Hier, den Käfer hast du redlich verdient. Sicher steht dir super gut. Oh yeah, er gehört uns. Geil, Mann. Michael erhält von Arti den Käferorden. Dankeschön. Der Käferorden steht dir ja noch viel besser als du gedacht. Jetzt, da du 3 Orden erlangt hast, gehören dir Pokémon bis Level 40. Und bevor ich es vergesse, das gebe ich dir ebenfalls. Der Käfertrutz. Was ist das für ein Furz? Was? Wieso? Warum? Käfertrutz schwächt zusätzlich noch den Spezialangriffswert des geschädigten Gegners. Auch solche vermeintlichen Nächtigkeiten sind von Bedeutung. Ja, durchaus. Gut, Leute, das war's mit dem 3. Arena-Fight bereits. Der Kampf gegen Arti. Und raus da, komm schon. Ja. Raus bin ich. Very nice. Na, das war doch cool. Wow, du bist echt spitze, Mann. Wenn du dich gegen die trickreichen Attacken von Arenaleiter Arti durchgesetzt hast. Unvorstellbar, wie viel Potenzial in dir steckt. Jo, wir sind einfach geil, Mann. Der Arena-Kampf ist vorbei. Aber jetzt mache ich dringend mal eine Heilung. Boah, Hilfe. Fahrrad? Itemradar vielleicht noch? Habe ich hier was? Glaub nicht, wa? Hier hat's doch nichts. Und ab ins Pokémon Center. Oh, der will noch was von uns? Ja, du willst nicht anbrennen, was hier, neue Medaille. Okay, eine und gleich noch eine. Nimm hier. Dankeschön. Ja, Mann, häng dich rein, cool. Ja, willkommen Pokémon Center. Ja, es steht dir doch super. Wir heilen deine Pokémon. Ja, geil, Mann. So, Leute, jetzt wird es Zeit, unser Team ein bisschen zu minimieren, leider. Ja, muss leider sein. Ja, vielen Dank, Mann, du bist cool. Hoffe, du kommst so bald wieder. Und zwar liegt das daran, wenn wir kurz noch etwas testen. Beutel, haben wir doch jetzt ein neues Team bekommen, und zwar Käfertrutz, was macht er? Was?
Anwender leistet Widerstand und greift an. Der Spezialangriff des Zieles sinkt 30. Willst du noch verarschen? 30 nur. Ja, das Problem ist leider, wir brauchen ein Pokémon, das Zerschneider dabei hat. Sprich, da unser geliebter Biber brauchen wir. Hier, Nugglots, den brauchen wir. Genau. Das zum einen und zum anderen ist Lucario. Ja, er ist zwar stark und so, das Problem ist nur seine wirklich guten Attacken, wie Aurasphäre, Gedankengut, Nahkampf und so, die lernt es eher sehr, sehr spät, sprich so ab Level 40 kommt das erst alles. Und deswegen will ich jetzt mal Auron, wie er so schön heißt, noch ablegen. Und dann später damit nehmen und jetzt mal durch durch Glotzi ersetzen. Hallo Glotzi. Und den werde ich auch noch kurz hier, ne, Evoli nicht, den will ich nicht trainieren, aber dabei haben halt, wegen den Happiness-Punkten. Shelby trainieren, Pyro nicht mehr so. Moment mal, das geht auch anders. Ja, das geht auch ein bisschen besser. So, jetzt noch kurz, wo die Taste, hier war sie. Sehr schön, Shelby, was sagt jetzt die Erfahrungswerte? 453, naja. Gut. Jetzt mal Beetle noch hoch und dann den Flashy Boy hier rüber. Evoli würde ich gerne die Sanftglocke geben. Das Problem ist nur, die Sanftglocke bekomme ich erst in der nächsten Stadt erst. Naja, erst. Schon, erst natürlich wieder selbst überlassen, aber es klappt schon noch. Also, ob ich jetzt hier noch für schöne EP-Teile braucht es nicht. Evolit. Setzt Evoli sowieso nicht ein, glaube ich zumindest nicht. Flinklaue. Ich brauche, glaube ich, keines meiner Pokémon, was? Aber ich könnte, genau, Wundersaat könnte ich nach meinem Metrifol, meinem Beetle natürlich geben. Flash bekommt noch das Münzamulett, den kriegen wir ein bisschen mehr Kohle bei den ersten Kämpfen. Das ist sehr gut. Ja Leute, jetzt sind wir schon fast durch, fast noch. Wir haben noch ein spezielles Event zum Aktivieren, dazu komme ich gleich noch. Kaufen. Superball vielleicht. Haben wir 5 Stück, das reicht. 3, manchmal 5. Ah, verdammt, stimmt gar nicht. Auf der nächsten Route habe ich ein neues Pokémon zu fangen. Stimmt ja, ne? Wobei, vielleicht sogar 2. Mal gucken. Und deshalb muss ich jetzt mich noch ein bisschen eindecken. Trank nicht, Supertrank auch nicht. Hypertrank aber sowieso nicht. Beleber. Nimm noch 2 mit, sicherheitshalber. So, der Rest Schutz noch. Hab noch 2, nehme ich nochmal 3 mit. Sehr schön. So, jetzt noch ein bisschen verkaufen kann ich doch noch. Komm schon. Verkaufen. Hallo, wo war's jetzt? Verkaufen. Echt nicht hier? Wo war's denn? Ah, Steinknochen, genau, für 5000. Gut, X-Spezial verkaufen, brauche ich auch nicht. Megablock genauso, braucht auch kein Schwein. Pokewedel auch. So, hätten wir das auch mal durch. Mal gucken, dann habe ich hier noch einen Herzschub, die braucht dann später noch. Gut, wir sind hier soweit durch, Freunde. Und können schon weiterziehen. Die nächste Route ist ein bisschen speziell, denn da gibt es 2 Pokémon, die ich fangen möchte. Eines ist klar, da muss ich am Montag hin, um das zu fangen. Das andere ist eines von Ens Pokémon und dazu muss ich erstmal Memento Link noch aktivieren, was hier nicht so einfach ist, da ich auf dem Emulator zocke. Sprich, ich müsste da die Online-Version oder die Wi-Fi-Version kaufen, einfach noch runterladen und installieren. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich es auch gerne hätte. Ja, wie gesagt, mal gucken und jetzt geht's... Wer ist denn da? Ah, der Typi. Oh, du schon wieder. Wer bist du? Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gerne mal einen Blick auf ein Pokémon-Team werfen. Meinst du, das geht? Puh, von mir aus. Großartig, vielen Dank. Sian. Das ist wirklich erstaunlich. Dein Zotronin ist viel selbstsicherer als andere Vertreter seiner Art. Dabei hast du doch gerade mal 3 Arena-Orden. Faszinierend. Ich kann mir das gar nicht erklären, aber du treibst deine Pokémon wirklich zu ganz außergewöhnlichen Leistungen an. Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Akromas. Und ich bin Wissenschaftler. Meine Forschung beschäftigt sich damit, wie man den Pokémon ihr wahres Potenzial entlocken kann. Wie entlockt man den Pokémon die Kräfte in ihnen schlummern? Ist es die Verbindung zu ihrem jeweiligen Trainer, die das ermöglicht, oder steckt doch etwas anderes dahinter? Ich bin mal so frei und werde meine Theorien an einem Kampf gegen dich auf die Probe stellen. Das ist doch sicher in Ordnung, oder? Klar, wieso nicht? Na gut, wir treffen uns dann also auf Route 4. Ist gar nicht mal so weit. Tschüss.
Oh mein Gott. Okay, Freunde, in der ersten Folge waren nun 2 spannende Pokémon-Fänge. Vielleicht mal gucken und sicher noch der Kampf gegen Akroma. Also nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Weiß 2, wenn das Abenteuer nach 2 Jahren der neuen Generation weitergeht. Oh yes. Ach ja, PS noch. Wenn ihr Spitznamen, wenn ihr da bessere Vorschläge habt, bitte in die Kommentare schreiben, ja. Wenn ihr da denkt, Shelby, Beetle, Flash, Pyron und Glotzi, Glotzi sowieso, aber Auron sind nicht so gute Namen, dann bitte in die Kommentare schreiben. Natürlich auch für Evoli noch einen guten Vorschlag. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.